Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. So, mit dem Ast von der großen Wieste alte Eiche dürfte das jetzt kein Problem sein, ne? Ja, es wird noch gespeichert. Der Ast der großen Eiche lässt dich die Barriere passieren. Ja, geiler Scheiß, oder? Wir haben hier soweit jetzt alles durchgeackert, sodass ich sagen könnt, ne? Hallo Windläufer. The forest has not been vigilant enough. Still you come. You are stronger than we could have anticipated. The Dalish chose well. But you do not belong here, outsider. Leave this place. Ich will wissen, warum ich das letzte Mal angegriffen habt. Ohne Schattenreisers Herz gehe ich nirgendwo hier. Warum kann ich nicht versuchen, den Streit beizulegen? Ja, erstmal wissen, oder? You are sent by the treacherous Dalish to kill Witherfang. I will not stand by and allow that to happen. Weshalb nenne die Dälisch verräterisch? Ihr habt sie angegriffen. Ich habe bereits bewiesen, dass ich stärker bin als ihr. Weshalb? Was bedeutet euch Schattenreiser überhaupt? Es sei ein A-Führer. Ich will Schattenreiser nichts machen, nur mit dem Babbler. Ja, dann kämpft da aus dem Weg. Ja, erstmal will ich mit Schattenreiser noch Babbler. I do not believe you. I will not risk believing you. You are an intruder in our home. You come to kill, as all your kind do. We have learned this lesson well. Here, Witherfang protects us. Here we learn our names and are beloved. We will defend Witherfang and this place with our lives. Na dann, wenn sie es so wollen. Ja gut, 3 tollwütige Werwölfe hat er sich noch mitgenommen, der Kerl. Na dann, schön, dass sie kegelförmig bereitstehen. Dummkopf. Dann gehen wir noch mit der Stählfaust los. Dann hat es zerroppt. Windläufer zum Schluss, weil ich befürchte, da kommt wieder so lustige Sequenz. Machen wir mal hier nochmal so einen Feuerkegel. Hoppla. Okay, das mag an der Animation liegen, aber irgendwie sah es aus, als hätten sie alle ganz schön zittern. Ob das vielleicht der Schattenreiser war? Ha, ha, ha. Jo, da haben wir auf jeden Fall mal wieder einen Knorreberg und einen Grabstein. Dämonenstatuette aus Onyx. Okay. Mag Morrigan sowas zufällig? Wäre so die einzige, die mir so in den Sinn käme, ne? Das ist aber so offensichtlich. Wo ist es dann? Das tolle Ding, da ist er. Interesting. Naja, sie hasst zumindest mal nicht. Okay, Saffron, zeig mal, was du wieder nicht kannst. Natürlich, Fähigkeit unzureichend. Loser! Ja, na gut. Dann vergreifen wir uns halt mal wieder am Grabstein, aber vorher, machen wir nochmal die Yankee 1. Jo, in dem Grabstein sind vertraute Rune des Schutzes eingraviert. Schnapp, bewegen wir es doch. Und natürlich stehen die ganze Kadaver hier auf und der Wiedergänger ist auch mal wieder da. Okay. Steht Sache, den Knetkopf friere ich persönlich ein. Morrigan bleibt bitte so gut wie möglich hin. Geht auf den ebenfalls mit der eisigen Umarmung los. Stan the Man greift den bitte an. Und Saffron auch auf den Kasper. Ja, lieber auf den. Und zwar mit Mal des Todes. Okay, der ist immun, das war scheiße. Dann so. Dann. Hoppla. Der ging wohl auf mich. So, dann kriegst du den Lebensentzug. Irgendwie muss man Energie wieder zurück. Apropos Energie, die zurück muss. Dan braucht Heilung. Und du kriegst erstmal einen Schock ab, du Knetkopf. Irgendwie cool, wie die Magier hier Rücke an Rücke kämpfen.
Warum geht Saffron der Depp auf den hier los? Du sollst auf den du das Todesmal gemacht hast, du Kasper. So. Aber geil sieht das auch gerade aus in dem Stopp. Saffron weigert sich anscheinend strikt auf diesen scheiß Bogenschütze loszugehen. Okay, der ist auch hinüber. Morrigan greift Dan. Erstmal Stan. Ja. Und du machst mal Folgendes. Jawohl, so haben wir doch gut die Combo gelandet. Saffron, du Depp, du gehst mal auf den hin los. Morrigan attackiert bitte Achten. Okay, du greifst weiter Dan an. Morrigan ganz, ganz dringend auf Stan. Und als weiter für Wiedergänger. Warte mal, eine Gaula. Ich glaube, der ist mittlerweile kaputt, ja. Dann gehen wir auf den los. Wenn möglich, das noch verjüngen auf Stan. So, auf den Wiedergänger hätte ich ganz gern noch Arcana Bolze gewirkt. Und dann hätte ich noch auf Stan gern die Heilung gewirkt und Saffron, bevor der uns wieder vom Stängel fällt, nimmt einen Wundumschlag. Okay. Na alla. So, Langschwert gibt's noch aus Eise, also absolute Quatsch. Dann hat der Kumpel noch bei sich die Moloch-Plattenhandschuhe und T-Winterschild. Quest aktualisiert. Halte mal der Gaul A. Opfer des Fluchs, Schatz des Magisters, des Magiers. Du hast 3 der Gegenstände gefunden, die der Magier aus T-Winter im Wald versteckt hat. Fehlt noch einer. Okay, Stan, nimm doch mal die Handschuhe. Moloch. Uiuiuiui, die sind zwar von der Rüstung genauso gut, bieten aber jede Menge Resistenzen. Ja, jetzt hat er schon Moloch-Plattenhandschuhe. Ah, die Moloch-Plattenstiefel. Ja, die bieten natürlich auch was Besseres. Ah, ich glaube, ich habe das wegen dem Set-Rüstungsbonus noch gar nicht gemacht, ne? Na, so what? So what? Wir haben nur noch den Moloch-Helm. So, ja, das sieht doch ziemlich cool aus. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Rüstung, ne? Dann sind wir komplett. Dann scheißen wir mal auf das Set-Bonus und einem anderen Gedöns, weil die Benefits von dem Moloch-Plattenset sind doch ziemlich geil. Das sind sie ja schon. Ah ne, das ist einfach nur Torwächter, das ist nicht Windläufer. Naja. Schauen wir mal. We are invaded. Intruders have deceived their way into the forest's heart. Fall back to the ruins. Protect the lady. Okay, Schattenreißer ist wohl eine Lady. Ist eine Dame, die Herrin. Interessant. Gruppe sammeln und weiterziehen. Ah, selbst schon freilich. Jetzt sind wir in obere Ebenen der Ruinen. So. Ui. Ja, das ist dann hier Brazilienwald. Aber, tja. Nö. Ah, okay, so geht's wieder in den Brazilienwald. Okay, kapiert. So müssen wir weiter. Okay, kapiert. Ui. Das war wohl ein alter Waldtempel, wie es aussieht. Erinnert so ein bisschen an Zelda, Ocarina of Time und so, mit Waldtempel. Ich finde sowas irgendwie geil, so alte Ruine. Ui, das ist anscheinend die bewegliche Ziegelwand. So alte Ruine Mitte im Wald, und zwar von einer Hochkultur. So richtig geil, komplett aus Steg fast. Das hat schon was, das ist echt ziemlich geil. So, dann kriegen wir doch. Ah, da sind auch noch welche. Weil das hätte mich gewundert jetzt, ne? Na, ich krieg da noch was ab. No, das ging jetzt leider in die Hose. Schade. Weil das Ziel, was ich attackiert habe, ist leider schon gestorben, als der Zauber eingetrudelt ist. Machen wir die Kiste nicht auf. Natürlich kriegt das nicht hier.
Der hat bald ein Level. Da muss ich so schnell wie möglich alles in Schlösserknacke investieren, weil das ist ja echt nämlich feierlich, wenn ich einen Schurke habe, der nichts knacken kann. Das ist ziemlich erbärmlich für seine Zunft, ja. Na egal, komm, wir gehen weiter. More signs of the Tevinter. This place will be full of traps then, or worse. Okay, ja, das ist dann von der Tevinter-Kultur. Also sprich die ganze Erzmagier, die immer noch in Tevinter existieren. Huch, da kommen noch ein paar Wölfis. Naja, komm. Okay, die hat's beide eingefroren. Nee, einer nicht. Aber den kriegen wir noch. Also ganz offensichtlich ist es wohl hier auch die Zentrale und das Hauptquartier von der Werwölfe und ihren Hauptrückzugsort. Reizend sieht's hier aus, vor allem mit so einer kopflose Leiche umgeben von Knochen. Cool. Okay, da haben wir noch einen Dreckhaufen. Ah, aus der Scheiße wächst die Elferwurzel. Herzlichen Glückwunsch. Kannst du behalten. Ach, okay. Lebensstein. Haben wir noch. Jetzt nochmal wo hier? Bau der Werwölfe. Freischalten nicht möglich. Ja, da hätten wir also auf jeden Fall auch nochmal die Bestätigung, dass die Werwölfe hier ihr Hauptquartier haben. Die Werwölfe haben die Tür verriegelt. Okay, und da wir gut zu Fuß sind, gehen wir die gefühlt 500 Stufen wieder zu Fuß, spurtend hoch. Ach, dass man immer rennen musste bei. Ich glaube, wenn ich als Spielfigur dort drin wäre, ich steht noch 3 Meter irgendwie kotzen zusammenbreche, so viel wie die ständig rennen und joggen. Okay, dann müssen wir ja wohl oder übel hier durch. Zwecks Falle sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen stehen bleiben, dass Saffron überhaupt die Chance erhält, noch hypothetische Falle zu gucken. Okay, Sackgasse. Aber schön, wie toll die Statuen noch erhalten sind. Sackgasse mit Schutt. Und du liegt ein Feuerkristall im Schutt. Dann geht's mal weiter am Hauptgang. Uiuiui, geht Riesenspinner. Ih. Ich kann so Biester dezent nicht ausstehen. Ja. Hassenswerte Viecher. Wow. Ja, einmal habe ich Stan dann doch erwischt mit meinem Feuer-Odem. Teufel. Okay, die haben ein bisschen Silber bei sich und Kupfer. Eklig. Und hier ist ein Knochenberg mit einem Clanschild und einer Truhe, die er wieder nicht aufkriegt, vermute ich. Oh, tatsächlich. Wahrscheinlich aber, weil nur Müll drin ist, ne? Im Kokon wächst die Elfenwurzel und hier in den eklige Spinnebau können wir Gott sei Dank nicht reingehen. Ja, ich habe dezent Panik. Je größer Spinne sind, desto größer ist die Panik, die ich habe. Ich kann die auf der Tod nicht ausstehen, die Viecher. So, wieder nur Müll. Ja, jede Menge tote Fu. I shall do it. Es ist nur Müll, du, aber von dem jede Menge und die Truhe, die man nicht knacken können, da wird wahrscheinlich gutes Zeug drin sein, ne? Natürlich. Legt mich Saffron. Gurke. Okay, dann bleibt ja nur noch der Gang noch unten, ne? Hoppla. Dort war jemand kräftig einer aufgestoßen. Anscheinend braucht er einer Bullrichsalz, deswegen wird er gespeichert. Ja, das denke ich auch.
Aber so wie das klingt, du hat entweder einer Sodbrenner des Todes oder er sitzt ordentlich auf dem Scheißhaus. So Geräusche mache ich dann als, ach, wenn ich länger mal hock. Oh oh, was zur... Okay. Wow. Gerade nochmal gucke, ja, ich habe soweit hier alles abgegrast. Jetzt in den Brazilian-Wald und zu den Werwölfen, wo wir nicht durchkommen. Ah, ich glaube, das haben wir uns ja nicht richtig angeguckt. Okay, wer ist dann der Rülpser und Klositzer? Offenbar renne ich erstmal nochmal in eine Falle, wie sie das gehört. Wie bei Days Gone, da renne ich ja in jede scheiß Bäre-Falle. Ja, ist hier jemand? Hallo? Oh, Hoppenla, Drache. Uiuiuiui, der scheint wohl ein bisschen auf uns gespuckt zu haben, da. Und Flemeth war ja kein gebürtige Drache, das war ja zwar ein großer Drache, aber eine Formwandlerin, während das hier ein gebürtiger, richtiger ausgewachsener Drache ist. Uiuiui, und er hat jede Menge Falle hier in seinem Hort, aber schick sieht er schon aus. Ist zwar nicht besonders groß, aber hey, cool sieht er auf jeden Fall aus. Und sein Gebrüll scheint die zu betäubern, wie bei der alte Drache. Da habe ich was hilft. Ja, okay. Gegen Feuer ist er immun. Sollte eigentlich klar sein. Ich wollte es dann nochmal wirklich checken. Netter Zwischenboss. Auf jeden Fall. Netter kleiner Zwischenboss, aber mir tut's immer leid, wenn ich Drache abmurks, weil ich Drache eigentlich echt mag. Okay, wir lesen uns das jetzt trotzdem mal im Kodex durch, würde ich sagen, nach Kreaturen. Ghoul, Golem, Drachen. So, da hätten wir dann hier Drachenjunges. Frisch geschlüpfte Drachen sind ungefähr so groß wie ein Hirsch und enorm hungrig. Für kurze Zeit leben sie im Bau der Mutter, dann erkunden sie ihr Gebiet auf eigene Faust. Die schlanken, flügellosen Kreaturen werden in großer Zahl geboren, da nur wenige bis zum Erwachsenenalter überleben. Dann das, was wir jetzt hatten. Drachen. Bei weiblichen Drachen dauert es viel länger, bis sie ausgewachsen sind. Auch sie durchlaufen eine Art Veränderung, aber während Männchen den Gebrauch ihrer vorderen Gliedmaßen praktisch einbüßen, wächst Weibchen ein drittes Paar Gliedmaßen, das als Flügel dient. Das heißt, wir haben hier gegen Weibchen gekämpft. Junge Männchen legen auf der Suche nach einem geeigneten Bau große Strecken zurück und leben während dieser Zeit nomadisch. Das sind die Drachen, die man gemeinhin auch zu Gesicht bekommt. Hoher Drache. Ein voll ausgewachsenes Weibchen wird als hoher Drache bezeichnet. Das ist das gewaltige Monster der Legenden und es ist äußerst selten. Diese Drachen legen gewaltige Höhlen an, denn sie brauchen Platz für ihren Harem von Dragos, die Eier und die Jungtiere. Hohe Drachen zeigen sich fast nie. Die meiste Zeit verbringen sie mit Schlafen und der Paarung. Die Nahrung wird ihnen von ihren Dragos gebracht. Aber etwa alle 100 Jahre taucht er aus seinem Bau auf und legt über einen Zeitraum von mehreren Wochen große Strecken zurück, wobei er Hunderte von Tieren frisst. Er hinterlässt eine Schneise der Zerstörung. Danach kehrt er in seinen Bau zurück, um Eier zu legen, und ist dann die nächsten 100 Jahre nicht mehr am Himmel zu sehen. Okay, das heißt im Prinzip all die große Drache, die uns so begegnen, sowohl der Ausgewachsene hier, der in etwa so groß ist wie, ja, etwas größer als ein Pferd ist. Ja, oh, das sind also, okay, das sind jede Menge Druckplatte, die dann die Falle auslösen, aber die können wir anscheinend nicht knacken, wenn ich das so sehe. Jo, dann sind es hier wohl alles weibliche Drache, weil die männliche, die Dragos, die haben wohl anscheinend Geflügel, ne? Ist wohl hier nur der weibliche Exemplare möglich. Zwergeleichnam ist ja auch noch. Lederrüstung eines Staubfressers. Staubfresser ist übrigens die unterste Kaste bei den Zwergen, die im Staubviertel leben. Okay, nix ab. Ah, du hast einen Drachenhort. Ja, ne, das ist sowas verpasst. Das wäre scheiße. Weil die lecken ja anscheinend auch ein paar nützliche Sachen zurecht. Klischees müssen ja bedient werden. Ah, Saffron, du Gurke.
gerade in einem Drachenhort. I shall do it. Okay, mächtiger Wundumschlag ist genommen. Wundumschlag, Lyriumtrank, Falondins Einfluss aus Drachendorn. Ist anscheinend ein magischer Bogen. Ein Langbogen. Plus 2 Schaden macht er auch noch und schnelles Zielen. Das ist nicht schlecht. Jetzt haben wir allerdings Leliana nicht mit dabei. Silbermedaillon. Okay. Smaragd, Topaz, Malarit, Flussspat. Ui, und 90 Goldmünze. Ja, geil. Als her damit. Ja, das ist dann wohl eine legendäre Waffe gewesen. Und hier geht's zu untere Ebene. Okay. Machen wir. Dann wären wir jetzt in der untere Ruine. Okay. Die babbelt wieder irgendwas auf Saarländisch, was ich nicht verstehe. Muss irgend so ein grobe Dialekt sein. Und da sind wir wieder ein paar Untote. Na gut. Warte mal, ach, wenn sie immun gegen Eis sind, vielleicht kann ich die Kasper einfrieren. Okay. Da kommen wieder mehr von denen. Na gut. Nein, das war jetzt etwas dumm. Taktisch ziemlich blöd. Okay, warte mal. Scheiß drauf, da muss Saffron jetzt Raklava. Außer ich schicke ihn dort hier. Da warscht noch einer rum. So allmählich nehmen ach meine Slots ab. Ich kann allmählich nicht mehr so viel tragen. Bald muss ich Zeug rausschmeißen. Und da ich so ein Inventarhorter bin, mag ich es eigentlich so häufig wie möglich Rucksäcke zu kaufen, damit ich jede Menge Scheißdreck einsammeln kann. So. Und dann gehen wir hier weiter. Und landen wieder bei widerlicher Scheißviecher. Du heilst dich mal lieber selber, Mädel. Es dauert alles noch, bis der Level kriegt. Wir müssen noch viel kämpfen, habe ich die Vermutung. Okay, da ist jede Menge Klumpatsch noch im Weg. Ach. Wie geht? Was für Geräusche schon. Geisterjunge. Okay. Ich habe zwar gedacht, das wäre Fra, aber... Mami? Mami Namara-san. Okay, scheint wohl ein saarländischer Japaner zu sein, beziehungsweise vielleicht auch ein Vorderpelzer Japaner. Mame? Mame? Mame Namara-san her? Ja gut, suchst deine Mama. Ich kann dabei so helfen, kannst mich her. Was machst du denn hier? Mami! 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 Jetzt beruhig dich mal, was siehst du danach? Halt doch die Gosch, das ist sinnlos. Wenn er immer so stehst, nämlich hier. Ja gut, was siehst du? Interessiert sein. Na gut, dann kümmern wir uns jetzt halt nochmal um die Skelette und dann machen wir Feierabend für halt. As you say. Genau, as you say. Uiuiuiui. Ih, für Teufel. Moment, ihr steht doch alle gerade so wunderbar hier.
So. Warte mal. Ist gerade nicht so gut, merke ich. Heil mich mal bitte, weil ich kriege jetzt gerade ordentlich aufs Fressbrett. Ja, ich krieg eindeutig mehr aufs Fressbrett, als ich sollte. Moment. Ja, die haben alle keine Fläche-Dinger, ne? Stan, du Ochs, schmeiß dich mal dazwischen. Autsch. So, jetzt aber. Okay, dann sammeln wir noch ein, was die an Scheißdreck bei sich haben. It is begun. Ja, das ist immer begun. So, dann hier. Jetzt haben wir unser Limit, glaube ich, erreicht von 110. Ja, überladen das Inventar. Na gut, wir gucken trotzdem noch, was wir hier finden. Und nicht jetzt sag ihr, liebe Leute. Jetzt ist mein Schrott voll. Jetzt geht das Anime. Wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig, wo wir uns dann hier weiter in der unteren Ruine umgucken werden. Vorher schmeiße ich aber noch so einen Schrott weg. Weil das braucht echt kein Mensch. Da ist das Ding mehr wert. Jo, also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.